Aber Daniel Graul, die sieht das Jahr den Oktavpredigt reicht dann eine ganz lange Serie von Predigten an. Wie schwer ist es eigentlich, Oktavprediger zu sein? Als über Maria nicht schon alles gesagt? Über Maria als Trichterin am Leder schon ganz vieles gesagt gehen, aber der Message von der Mutter Gottes als Trichterin am Lied, von unserem Glauben, den hat sich schon nicht geändert. Nicht alles schon immer dieselbe Stimme, aber die Kunst besteht aber daran, dass man die Message unserer Zeit, an unserer Sprache eben halt auch aufpassen, eine Sprache benutzen, die die Leute verstehen. Ich meine, das muss man als Kirche immer machen. Und dass man eben auch die Leute am Leben do mattuelle, wo sie am Leben eben noch stehen, und dass man sie dann eben mit dem Glauben auch do verbannen. Oktav, war das für euch persönlich für eine Zeit am Laufe des Jahres? Wenn ich dann an Oktav denke, dann denke ich mal ja, zurück meine Kindheit, wenn ich dann mit der Familie an die Kathedrale komme, das ist auch nicht immer so, wenn ich in die Stadt komme, aber wenn ich dann an die Kathedrale komme, bei der Mutter Gottes, da war das so, wow, wenn dann an der großen Kathedrale dann ist, da war ich immer fasziniert, das war so Staunen, was ich hatte. Und meine Mutter Gottes Oktav hat aber dann, wie ich mich groß gesehen, und noch besonders an meiner Zeit als Seminarist, hat sie aber für mich eine Bedeutung wirklich gewonnen, weil ich Maria aber auch als die Frau entdeckt habe und dadurch Oktav predigten auch eine Mama, die uns eben noch begleitet. Also die Kathedrale, Mutter Gottes Oktav, das ist aber selbst wie ein Stück heimisch. Können den hier hin, das sind hier daheim. Die war als Kind beeindruckt, die hat wow gesagt, das hat halt auch noch ein Stück weit der Fall. Ja, allkeer, wenn ich dann an die Kathedrale hinkomme, ich meine, hier ist auch die Platz, die für einen Priester zu Lützburg auch wichtig ist. Ich meine, hier sind geweiht gehen, tun sich immer der Mutter Gottes immer aufvertraut. Ja, das, wie gesagt, das Stück heimisch, aber wenn ihr hinkommt, da seht ihr, ah ja, sind immer hier schön. Gibt es im Moment an der Oktav eine Feier, die ist besonders wichtig ist, oder wo ihr schon drauf freut? Also, wo ich denke, was mir wichtig wird sein, was mich auch immer berührt, das ist sicher die Wallfahrt mit den Kranken oder wenn ich auch Menschen gesehen, wo ihr gesagt die kommen wirklich mit ihrem Leben, mit ihren Knien, kommen sie hier hin, die Hölle von Maria. Das berührt mich immer so, wenn die Leute sich abmachen, wie sie bereit sind, sich von Gott, von Maria auch berühren zu lassen. Thema von Oktav heißt, beschenkt vom Pap am Himmel, Aimé de Dieu le Père. Mal ganz konkret, für was sind wir da beschenkt? Wenn wir das Gebet vom Vater Unser betrachten, dann sticht eigentlich ganz viel an dem Gebet dran. Und das geht uns nicht immer so bewusst. Wir beten das all Tag, wir beten das an den Massen. Und wie ich schon angefangen habe, darüber zu lesen, dann ist mir mal abgegangen, was alles an dem Gebet dran steht. Es geht schon den Herrgott als Pap. Ein Pap, den sich am Haus sucht. Das ist ein Geschenk am Leben, wenn ihn da ist, den sich am Haus sucht, an den sich immer will bekümmern. Dann das tägliche Brot, dass wir beten, dass wir die Konditionen am Leben haben, die ich für mein Leben brauche. Es geht schon nicht nur das Essen, aber es geht auch das tägliche Brot. Das ist ganz wichtig in unserem Leben. Und was auch wichtig ist, das ist die Schuld. Die Schuld an unserem Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, wenn du nicht die Leistungen bringt, die von uns gefordert gehen oder wo ihr meint, die zu fordern, wenn man nicht verschiedenen Richtungen entsprechen, dann sind an der Gesellschaft eigentlich ganz sehr out. Oder wenn ich Schuld auf mich schwelle, dann weiß die Welt man Empfänger auf mich. Die Kirche, den Herrgott, die Platz, wo ich wirklich mit allem dahin kommen kann, mit meinem ganzen Leben, egal was das Leben wirklich ausmischt. Ein Herrgott, den sich immer Menge sich unhält. Ich fand, das ist wirklich das, wir sind von Gott als Pap beschenkt.
Das dann auch weil an diesem Jahr die neue liturgische Übersetzung du auf Französisch vom Notre Père als hat dann ein Tab-Thema bis von ihre Predigten. Das nicht Thema mehr den Inhalt oder den Sinn von der neuen Übersetzung ne nous laisse pas entrer en tentation. Die Gedanke, die finden den eigentlich auch immer am Vater unserem oder am Bild, besser gesagt, Eisepapp am Himmel. Der Jesus, den immer im Bild, Eisepapp. Am Leben, du verrennen wir Eis manchmal. Bewusst und auch unbewusst. An de Papst Franziskus hin encouragiert als an seinem Buch iwwer de Notre Père, dass man egal a wenger Situation man immer im Sinn als Hand immer im Nei zu Gott ausstrecken, dass man do net mitgin, dass man rufen Herrgott hal mich fest. In Herrgott den als net an Versuchung wild feieren, mit den Eis vielleicht an de Versuchungen wild man der Hand festhalen. An den Titeln von ihrem Predigtzyklus stellt ihr Maria durch als die es leiert, die es feiert, die sich meist sucht, an der es mit Gott verbindet, aber auch als Mann von der Fried. Was sie für ihr die wichtigste Eigenschaften von der Trächterin? Es sind mir gefragt gehen, Trächterin am Lied, was heißt das für ihr? Ja, wir denken nur als Lützeburger für dich Maria, die als Trost schenkt. Und das ist auch ganz wichtig für uns Diözese, auch für Lützeburg, weil Maria immer als die angebeten Kinder, wie dass sie uns soll Trost schenken. Aber Trost schenken, das kann man noch mehr groß gucken. Sicher, Trost schenken, aber ich kann einem Trost gehen, an dem sich einem ein guter Rot mit auf den Weg gehen. Ich kann einem Trost gehen, an dem sich ihm eine Richtung am Leben angehen, mit der Hand holen. Ich kann einem Trost gehen, an dem sich auch eine Menge Fried am Leben machen. Also dafür kommen dann noch immer die verschiedenen Begriffe an den Predigten und an den Titeln noch herum, weil ich eben das auch mit Trächterin am Lied verbannen. Von den Titeln ist mir besonders an da gesprungen, Maria, die es nicht werden lässt. Was will er damit ausdrücken? Maria lässt es nicht werden, wenn wir am Not sind, wenn wir an unserem Leben einen Stillstand tun, wenn eine Eitelkeit entsteht, wie auf der Hochzeit zu kennen. Maria gesagt hat, also sie lässt es nicht werden, aber sie greift direkt an. Eine letzte Frage. Was ist den Hauptmessage, den die an den nächsten 14 Tagen der Pilger und Oktav mit auf ihre Weg an den Alltag gehen? Die Hauptmessage von dieser Muttergottes-Oktav, das ist aber Eisepapp. Der Jesus, den eine ganz tiefe Relation zu Abba hat, zum Pap. An dem Bild Pap, du könnt wirklich das daran erfahren, den Herrgott, den uns nicht will am Stach lassen, den uns will begleiten. An meine Message und den für die Leute ist den, egal was an ihrem Leben ist, egal was uns widerfährt, egal was wir am Leben durchleben, Gutes, Schlechtes, wir haben immer als Platz eigentlich bei Gott. Es gibt eigentlich für uns Christen keine Ursache zu sagen, nee, du kann ich nicht bei Gott gehen. Und da brauchen wir als Menschen einen Platz, wo ich immer hingehen kann. So nicht, merci.